Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe vom Crew Talk. Heute ein Let's Game bei mir sitzen. Die haben den 8. Januar ein Rocket League Pro Season gestartet und mir lauschen uns mal was die Herren von Let's Game so zu bitten haben. Ja, wenn ihr das Let's Game da gegründet gehen. Moin Erik, vielleicht mal merci, dass wir heute willkommen sind. Also Let's Game als gegründet gehen den 1. Dezember 2016. Am manchmal zu 5 am ganzen du von 3 Admins, ein Reporter, ein Organisator. Ich bin ein von den Admins und ich kümmere mich echt da so in dem E-Sports-Bereich. Die anderen Admins hier kümmern sich Organisation, Sponsoring, Websites, Logo erstellen, etc. Alles was so mit Organisation zu tun hat. Ich bin echt spezialisiert für den E-Sports. Ich sind den Erik, merci für die Invitation. Ich bin der Reporter auf der Seite und ich kümmere mich hauptsächlich um News von den Videospielern. Meine Aufgabe ist eben die Leute vom neuesten Stand. Ich zum Beispiel sind mit der Idee gekommen für Rocket League Season zu starten, bis du da wehtust. Da ist eben ein Season, wo Teams 2 gegen 2 zusammen spielen, also gegen nicht spielen. Und du Malung aus Lo Anfang leider schon River. Die Season aus dem Gangen, mir hatte Lo das Woche die echt Woche die gespielt gouf. Und das lebt einfach so oft, dass per Website da hun Teams Begegnungen fast gelöscht und sie kommunizieren dann unter sich für einen Termin auszumachen. Und da checken sie unserem ran. Und sobald sie auch Matcher gespielt haben, checken sie die Resultate ran mit Screenshots, Replays. Und am Ende von der Season machen wir so kleine Montage von den besten Plays, die gemacht wurden. Das Ganze ist schon relativ gut abgestaltet. Also für die gerade nur gucken, könnt ihr euch mal, ob ihr seid gucken gehen. Die zählt du wirklich sämtliche Details von der Rocket League Season ab. Das ist schon aber ziemlich viel Arbeit gewesen, das so hinzukriegen, meine ich. Ja, also zum muss so sehr, wir müssen eine ganze Website aufstellen. Das war natürlich nicht einfach, dass alles drüber funktioniert. Das war auch immer viel Arbeit für das Team sich umhalten, für Punkte anzudrohen, etc. War einfach alles, was organisatorisch zu tun hat. Zu dem Zeitpunkt will ich auch noch profitieren für zu sagen, dass wir Preise verteilen und die Bash-Teams. Das erste Team kriegt 50 €, das zweite Team kriegt 30 €, das dritte Team kriegt 20. Aber wir bleiben nicht dabei, und zwar wollen wir auch noch den besten Goalkeeper und den besten Scorer belohnen mit jeweils 20 €. Das heißt, den am meisten Goaler an der Season geschossen hat, der kriegt 20, und den am meisten Goaler verhindert hat, der kriegt auch 20. Dann habe ich eine froh Rocket League. Du sagst, das ist so deine Idee gewesen. Wie kommt zu Rocket League? Ihr wollt auch ein Zeitchen anderer Spieler machen, wie ich meine Counter-Strike oder Overwatch? Genau. Mal, das ist einfach so, also wir wollten auch von generell den E-Sports-Bereich hier zu Lützburg erweitern. Und das eben am Anfang so, dass eben kein Offline-Platz gibt, für das alles zu organisieren. Da weißt du mal, gedacht, okay, wir machen das ganz online mal für den Anfang. Aber auch nicht mehr am Anfang mal ein Spiel. Und ich habe mal gedacht, ja, Rocket League, das ist am Anfang das perfekte Spiel für anzufangen. Brauchst nicht viel Leute, macht mega Spaß. Ich selber spiele nicht, und ich wollte schon immer kompetitiv Rocket League spielen. Und wenn Paket halt die letzte Bestand organisiert, dann mache ich das selber. Ja, genau. Ja, wie sieht es dann aus mit den Erwartungen? Mit welchen Erwartungen sind da und die Pro-Season rumgegangen an, wie gesagt, gesagt zuerst, wenn nicht sogar noch besser rüber könnt, wie das gedurcht tut? Ja, also definitiv. Wir haben ursprünglich Teams, die sich angemeldet haben. Das ist schon viel mehr, wie ich erwartet habe. Wir haben auch eben das Problem, dass die Season vielleicht zu lang dauern wird. Und falls trotzdem ein Erfolg soll sein, für die zweite Season, da werden wir die verschiedenen Ligen machen. Das heißt, so wie am Fußball,
dass zum Beispiel 8 Teams oder 10 Teams an einer Liga sind an die zwei Schlechts die droppen dann zum Beispiel am der Anfang von der Season an die Zweitliga an die von der zweiter Liga die zwei Teams die steigen noch eine Liga ab. Also das soll dann nur aber konstant so fair gehen. Ja, das Idee, falls alles klappen soll, wie man will. Ja, dann freue ich mich auch noch so, hat auch schon einen Plan neben zu Pro-Seasons, vielleicht auch Turnieren, die bis mit groß ausfallen, an einem in Dach dauern. Wie gesagt, du aus mit der Zukunft. Also, da man zu Turnieren, da haben wir noch nicht so richtig verschaut, da könnt war sicher. Dass man einfach Spiel holen Leute sich dafür umhalten an der ganz während 1 oder 2D auflebt sie wird online oder offline für offline muss man gucken dass man Raum fahren auch da müssen mal was okay Problem sind falls mir wirklich Feedback kreieren für Rocket League ob man sollen weiter schaffen nun einer Spieler oder auch nicht ja Hudina bist du so beizwische für als Zuschauer ich denke nur ich die da hin auf den Weg gewählt. Also den Erik, der kann ich schon nur noch ein bisschen über News zählen. Ich kann nur auch just so wir haben am Anfang auch noch also 4 das Spiel For Honor von Ubisoft. Also ja. Das könnt ihr demnächst raus. Und ich habe ein bisschen das Spiel voll so pro Video geguckt und das sieht ziemlich interessant aus und ich hoffe, dass ein gut Arbeit mache mit dem Spiel, weil die könnt darauf zählen, dass man dann Apps an dem Bereich dann starten. Also kannst du Apps dazu so ja, klar. Schon vor Honor schon auf der Gamescom gespielt und ich kann mir so da dann ein Turnier zu meiner richtig geil, weil das Spiel geht einfach richtig gut. Also das wird Spiel so gespielt kannst du mir wieder einmal. Okay. Ist sie noch interessiert und dafür, also ich werde mal definitiv auch nach mir genau gucken. Dann wie gesagt mit News aus also was gibt Neues für Let's Game wo kann der am besten nur gucken ich mein die paar die wollen nicht Roberto ja natürlich mal wie gesagt all da auf unserem Facebook-Seite an bei unserer Internetseite okay. Nicht vergessen post mehr News das heißt da kommen meistens Gerüchte von neue Spieler wenig Spieler rauskommen das heißt wenn man zum Beispiel einmal den Mond so man die Leute dann den Datum könnt das Spiel raus oder das Spiel raus dann natürlich so mal hin noch wann den Update zu einem Spieler wird da neues bei könnt wann den DLC könnt also an Trailerin also das ist ein Gesamtpaket einfach für das Leute so viel informiert gehen ja jo, informiert okay an die Hut auch etwas von enger Montage zum Schluss von der Season gesperrt du bin ich mal davon aus dass der eure YouTube-Channel Hut genau also YouTube-Channel haben wir zwar noch nicht gemacht weil wir noch kein Video rekruten okay das wird definitiv erstellt gehen wir posten da dann noch respektiv noch an unserer Facebook-Seite an Websites du könnt ihr dann später einfach drauf gucken kommen ja also wie gesagt sämtlich Linker zu den Hauptsitten an den YouTube-Channel wann dann existiert alles an der Videobeschreibung du könnt eure Stopp klicken an da wieder du verlinkt es so eine Schmerzi dass der High wird wie gesagt Schluss in Erstadt lässt wird von der nach bis zu so Hut dann ja lo oder nie. Ja, merci Erik, dass wir dürfen dabei sind. Ich profitiere einfach von der Situation für zu sagen, dass man noch Leute richten. Der Reporter, der Kommentator für Spieler. Also am Moment ging immer wirklich Kommentator für Rocket League brauchen, in den streamen kann, in denen sich gut mit dem Spiel auskannt. Aber auch vielleicht nicht nur für Rocket League. Falls ihr ein bisschen näher 10 Ideen habt, abs neu zu starten, kontaktiert uns. Wir helfen du gerne weiter, wir holen nicht ab. Einfach nicht mehr mal. Also am Klartext Leute, die interessiert E-Sport sind, aber mehr unter Kulissen, die werden bei erst richtig. Genau. Okay. Ganz jo. Erik, du noch etwas? Ja, ich will nur so ich freue mich auf Zukunft für Let's Game. Und sind gespannt, was die Zukunft bringt. Wie gesagt, wir haben ganz viele Projekte abstehen. Und die Leute können sich drauf freuen, ob das was kommt.
Okay, du sind ich da noch gespannt. Das so eine Schmerzi an ja, dann ist es bis demnächst. Und da guck mal, ich wünsche dir viel Glück mit der Pro-Season, dass die wunderbar endfindet. Ja, und da sind wir raus. Das hoffen wir auch. Merci, Erik. Adi. Adi. Adi.